Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League aus gegen Inter Mailand. Joa, bevor wir da schweren Herzens reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da auf dem Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Damit Abfahrt. Ja, machen wir richtig. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay. We have some water? No. It's okay. Okay, Sky. Ja, herzlich willkommen, guten Abend. Noch einmal zu einer Champions League Pressekonferenz, jetzt mit Vincent Kompany, unserem Cheftrainer und natürlich euren Fragen. Bitte schön, wir beginnen gleich, damit wir keine Zeit verlieren. Let's go. Das ist Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Wird gereicht, das Mikrofon? Can you bring it? Or from this side? Alter, der nächste Top-Club, der es einfach nicht hinkriegt, einen vernünftigen Presseraum bei sich zu installieren, Alter. Holen die das Mikrofon aus der anderen Ecke vom Stadion, oder was? Kannst ja schon mal laut vorsprechen. Ey, und ich meine, es gibt einfach von Rode Drahtlos-Mikrofone, die bei WLAN funktionieren. Die steckst du an. Also, Herr Kompany, was hat aus Ihrer Sicht in der Gesamtbewertung in den beiden Spielen den Unterschied ausgemacht oder den Ausschlag gegeben für Inter? Abgezockter, effizienter? Und wie bewerten Sie insgesamt die Champions-League-Saison Ihrer Mannschaft? ja, was hat den Unterschied gemacht aus meiner Sicht? Vielleicht bevor er antwortet, aus meiner Sicht ganz klar, dass Inter nicht nur einen Stil spielt. So wie wir. Wir können nur einen Stil spielen. Ne? Und selbst der ist vorne immer gleich. Wie gesagt, ich kann dir zu 99% sagen, wo der nächste Ball vorne hingespielt wird. Ist gar kein Problem. Ja, ist super ausrechenbar. Ja. Und sonst können wir nichts. Wir können nicht sagen, komm, wir ziehen uns mal zurück. Komm, wir lassen mal jetzt Inter den Ball, wir lassen uns mal fallen, wir stellen uns mal hinten rein. Nutzen dann mal Harry Kane aus der Mitte, der den öffnenden Ball spielt auf unsere schnellen Außenspieler, die auf den Halbpositionen dann sind und in die Räume gehen. Nö, können wir nicht. Können wir nicht. Ja, und das ist nur eine klitzekleine Variante. Und das Spiel heute hat es gezeigt, was den Unterschied ausgemacht hat. So, wir machen durch eine Einzelaktion durch Harry Kane das 1-0, das Momentum ist auf unserer Seite, alles ist gut. Das Momentum hält 6 Minuten, weil Inter direkt nach dem Tor, zack, Schalter umgelegt. Wir nehmen das Heft des Handelns in der Hand, wir übernehmen die Kontrolle. Natürlich waren es dann zwei Tore nach Standardsituation, aber auch das gehört dazu. Aber auch Inter war auch so viel präsenter dann. Wir hatten keinerlei Gegenwehr, ja. Und dann führt Inter 2:1 und wieder, zack, Schalter, zurückgezogen. Wir gucken uns an, was der FC Bayern macht. Das ist der große Unterschied. Ja? So. Yeah, I think if it's okay, I can answer in English. Naja, ist okay, kennen wir ja schon diese. It's a little bit easier. I think we have to look back at maybe the big topic before we started against Inter Milan was the injured players. And it was a big topic. What are you going to do without Jamal Musiala, without... Oh, jetzt fängt er doch an, darauf rumzureiten. Ich habe es mir schon gedacht, Alter. Ich lasse ihn erstmal ausreden. Upamecano, without Alphonso Davies, without Manu Neuer, without Ito, without Pavlovic, without Kingsley Coman. And I think the first thing we did is we showed a good Bayern Munich in the first game. I'm not talking yet about result because it's in the end. We can always look at the whole topic as just result and then I can explain it in 5 seconds. Or if we explain a little bit, you know, sort of how the games went. And in the first game, we had some regrets. And in the second game, maybe even more, because we come to Milan. Im ersten Spiel war es 1:1 dasselbe. 1:1 dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Inter hat das gemacht und hat direkt
hier auf Knopfdruck. Die wissen, Ereignis A passiert, dann gehen wir in Ereignis B. Ja, das wissen die. Und das machen die einfach. And I think we showed a positive side of Bayern Munich again. And, it felt, there was a lot that felt right today before the game. We had incredible support from our fans. They come to see us. They come to see us at the hotel, and so everything started in the way we wanted. But then, of course. Und du warst sogar in dem Weg, den du wolltest. Du bist 1-0 in Führung gegangen. Du hast alle Karten auf einmal in der Hand gehabt. Alle. Und das Ganze hat 6 Minuten gehalten. Katastrophe. Was 2 moments, and in these 2 moments, you have to recognize also the quality of Inter Milan. But it's 2 moments for us where we'd like to do better, and especially also a lot of moments where we think we can score. We think normally we're able to make more goals than Inter. Sorry, das kann ich auch nicht mehr hören. Ja, normalerweise schießen wir mehr Tore, normalerweise schießen wir mehr Tore. Sollen wir es jetzt die nächsten 10 Spiele hören oder was? Normalerweise schießen wir mehr Tore. Ich müsste mal die Statistiken wälzen. Ich denke, wir haben in der Hinrunde mehr Tore geschossen. Das ist aber auch völlig selbstredend und natürlich weniger bekommen, weil es da noch überraschend war, wie wir spielen. Nochmal, wir haben eine Spielart. Eine einzige. Wir haben keine zweite Idee. Entweder reicht die Klasse der Spieler vorne, was sie aktuell noch tut, dank Michael und auch dank eines Thomas Müller, der sehr, sehr agil war. Und selbst das hat heute nicht ausgereicht. Es musste eine Einzelaktion von Harry Kane her, der noch nicht mal so eine gute Form hat. So it's mixed feelings, because the hard reality is that that we're not going to play the Champions League final at home. That's the hard reality. We cannot change this. We can't say anything more than that. And then the other side of it is always the performance side, where we know we did enough to win these 2 games as well. So that's of course a fact. But then as well, to finish on this, you also look forward in 5 months is the next game at home in the Champions League, and many more games in Munich in the Champions League in 5 months. In 2 months' time is the first game of the Club World Cup, another trophy, and in 1 month time we'll try to do everything we can to win the Bundesliga. That's a main goal. So, but there's a lot to look forward to as well. Of course, it's hard today. Ja, gehe ich natürlich mit. Ja, es macht natürlich jetzt keinen Sinn, darauf rumzureiten, aber natürlich macht es Sinn, sich selber zu hinterfragen, und da gehört ein Kompanie dazu. Ja, nicht nur ein Kompanie, sondern die gesamte sportliche Führung, die da ist. Wenn wir es mal knallhart runterbrechen, haben wir in diesen beiden Spielen den Joshua Kimmich gesehen, weswegen wir den Vertrag verlängert haben, der die neue Führungsperson in den kommenden 3 Jahren sein soll beim FC Bayern. Haben wir den Spieler des Monats Leroy Sané gesehen? Haben wir den supersicheren Min-Jae Kim gesehen? Haben wir, weiß ich nicht, du kannst es durchgehen. Ja? Nochmal, Michael Olise, der einzigste konstante Spieler, und Harry Kane, weil er die Tore macht. So. Ja, Thomas Müller ist weg. Wie gesagt, ich bin Befürworter dafür, aber denk dir den heute auch nochmal raus. Du brauchst einen radikalen Umbruch. Einen radikalen. Was ist Leon Goretzka? Wofür war der heute auf dem Feld? Ja? Du brauchst einen radikalen Umbruch. Du musst endlich die Eier finden. Ja? Du darfst ein Leroy Sané nicht verlängern. Du musst zusehen, dass du einen Coman, einen Gnabry los wirst, einen Goretzka los wirst. Du musst zusehen, dass du entweder einen Guerrero auf eine andere Posi stellst oder du musst ihn auch verkaufen. Was willst du mit dem als Linksverteidiger? Ja? Du brauchst einen Linksverteidiger, wenn Ito und Davis weiter länger ausfallen. Du hast einen woanders geparkt, sogar 2 hast du woanders geparkt. Du musst was ändern. Und ja, die Personalie Tah sollte man noch mal auf die Tagesordnung setzen. Ja.
Ich meine, Eric Dyer haben wir gesehen, ja, hat gutes Niveau. Wir haben aber heute auch gesehen, dass es teilweise dann auch ein Cap hat. Ja. Stani als Innenverteidiger ist vielleicht eine Option. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir in der Vorbereitung gut gefallen. Hat man nie ausprobiert. Ja, wir haben viele, viele Baustellen. Wir werden weiterhin die nächsten 3 Jahre Kimmich als Sechser sehen. Wow. Weiß ich nicht. Ja, man müsste einfach die Eier haben und sagen, Josua, du bist jetzt mein Rechtsverteidiger hier die nächsten 3 Jahre. Ja, dann denke ich, kannst du was aufbauen. Hat man nicht. Man lässt ein Palhinha an der langen Hand versauern. Der wird wahrscheinlich im kommenden Transferfenster wechseln. Du kannst dir vorstellen, wenn du 20 Mittel verkriegst. Und so weiter und so fort. Ja, wir haben super viele Baustellen in dieser Mannschaft und Katastrophe halt. Ja, und ich weiß schon, wie es ausgeht, genauso die letzten 3 Jahre. Es wird sich nichts ändern. Ja, wenn du mit Leroy Sané noch verlängerst, ist das die Krönung dieser Saison, Alter. Danke, Vini. Next one in the third row, yes. Herr Kompanie, guten Abend, Felix Hartelständer von der Süddeutschen. Hier drüben. Achso, ja, Rex. Ich hätte eine Frage zu Min Jae Kim. Mich würde interessieren, wie Sie seine Leistung heute gesehen haben. Auch vor allem unter dem Eindruck, dass er, glaube ich, in Europa einer der Spieler ist mit den meisten Spielen in dieser Saison und ob man ihm vielleicht eine gewisse Müdigkeit auch. Ja, vielleicht. Vielleicht hätte man auch einen Kimmich und einen Harry Kane gegen Dortmund mal auf die Bank setzen sollen. Hätte man einfach machen können, aber hat man nicht gemacht, weil man, was weiß ich, was für Ideen in seinem Scheißschädel hat. Der Gegner hat 6 Stammspieler geschont am Wochenende. Die haben auch nur 3 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Ja, wir haben 6 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Leverkusen hat sogar ein Unentschieden gespielt. Du hättest das Spiel sogar verlieren können, dann hättest du immer noch 5 Punkte Vorsprung. Aber nein. Ja, und dann wundert man sich, dass die Spieler nicht frisch sind. Ja. Anmerkt, ob er ein bisschen überspielt ist. Ich glaube, er ist ja auch noch angeschlagen. Ja, also Fußballkalender mache ich nicht. Ne? Also wir haben Nee, du machst aber die Aufstellung. Du stellst die Spieler auf verkehrte Position und du stellst die Spieler auf in jedem verfickten Spiel, egal was für Scheißleistung sie bringen, Alter. Dieses Thema schon besprochen. Und natürlich ist es so, dass das für viele Spieler und gerade wenn die Reise noch dazu kommen, dass es einfach so viel ist. Aber die Druck wird natürlich immer höher, wenn der eine oder der andere Mitspieler dann auch ausfällt. Und das ist jetzt der Fall. Wir haben 3 Spieler in der Verteidigung, die nicht da sein. Und das Ja, du hast einen Sascha Boe, Alter, der seit, weiß ich nicht, 6 Wochen fit ist. Hä? What the hell? Wo ist das Problem? Man tut so, als hätte man nur diese 11 Spieler, Alter. Nee, wäre das gegen Dortmund einfach andere Spieler aufstellen können. Fertig. Ja. Und dann hast du Spieler, die super schlecht waren gegen Dortmund, wie ein Kimmich, wie ein Sané. Und du hast dann Spieler, die eingewechselt werden, die stark sind und die lässt du dann noch auf der Bank. Also komm. Dann wunderst du dich über das Ausscheiden in der Champions League. Ja, beeinflusst alles. Wir spielen jetzt am Ende der Saison für die wichtigen Phasen. Und es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ein Gespräch wert auf ganz höchstem Niveau. Aber jetzt in diesem Moment, ja, das ist einfach eine Sache vom Kalender und er kann nichts dafür, wir können nicht viel dafür, wir müssen. Doch, du kannst was dafür. Er kann da nichts für. Da gehe ich 100% mit. Ja? Habe ich auch schon in der Spielanalyse gesagt. Wenn man einen Innenverteidiger da aufstellt, der einfach nicht fit ist und du hast das dann in den Zweikämpfen heute gesehen, Alter. Ja, das hast du schon gegen Dortmund gesehen. So, Punkt. Was hat man jetzt erwartet? Dass jetzt alles besser ist? Hat man ihn noch eine Spritze Schmerzmittel mehr reingedrückt oder was? Das ist, I don't know. Ja? Und doch, er kann da was für. Du hättest einen Stani da hinstellen können, Alter. Punkt. Wo ist das Problem? Du hast einen Guerrero draußen. Ja, dann hättest du den als Linksverteidiger gestellt. Ist zwar auch eine Nulpe auf Linksverteidiger, ja, richtig. Aber wäre wenigstens ein fitter Spieler gewesen. Ja? Oder meinetwegen hättest du es so gelassen und hättest
ein Boe dafür noch reingebracht und Stunny in die Innenverteidigung und Boe als rechten Verteidiger und hättest einen Conny Leimer vielleicht mal als Linksverteidiger oder einen Conny Leimer, man hätte ja was ganz Verrücktes machen können, hätte man den König Kimmich als Rechtsverteidiger aufstellen können und Conny Leimer ins Mittelfeld. Ja? Und einen Guerrero als Linksverteidiger. Man hätte auch was ganz Verrücktes machen können und mit dem richtigen Sechser spielen, mit ein paar Linien. Wir tun so, als hätten wir nur diese 11 Spieler, Alter. Und er sagt das, ja, ich kann da ja auch nichts für, es macht der Kalender. Ja, aber du hast genug Spieler noch draußen hocken, Alter. Und die Spieler spielen alle nicht. Die spielen nicht. Und da wundert man sich. Die werden ja noch nicht mal rangeführt. So ein Palinja, wo wird der mal rangeführt an diese Mannschaft? Ein Boe, wo wird der mal rangeführt? Ja, wahrscheinlich jetzt gegen Heidenheim, da dürfen sie dann vielleicht mal spielen. Ja, und haben dann absolut null Rhythmus. Hör mir auf, Alter. Ja, hör mir auf. Das geht in eine Richtung, Alter, da kommen echt Erinnerungen hoch. Sag ich euch, wie es ist. Aber Montag 18 Uhr im Stream. Machen wir noch 2 Fragen, bitte. Yes, please. First row. Good evening, coach. Question will be in English. Harit Satanen from Armen Press. I would like to ask... From where? Armen Press. Armenia. Armenia. Yes. Yeah, so I would like to ask about what was exactly missing, because you could score first and then there was 2-2 and something was missing. Do you already know what was missing not to score the third goal here in San Siro? And using the opportunity, I would like to ask, do you think this Inter can pass Barcelona? Thank you. Alles. Er sagt, ja, du hast das Heft in der Hand gehabt, du bist 1-0 in Führung gegangen. Und dann? Was dann? Dann hat Inter den Schalter umgelegt und du hast keinerlei Gegenwehr gehabt. Keinerlei Gegenwehr. Die letzten 10 Minuten hast du dann mal gezeigt, yo, wir wollen doch unbedingt. Aber ohne Idee. Wir spielen trotzdem 95 Minuten, wir spielen den Ball quer über 5 Stationen, damit er auf die andere Seite kommt. Oh, da ist auch zu, spielen wir wieder zurück. Du hast nicht mal einen langen Ball reinfliegen sehen in den Strafraum. There are 2 very good teams. We played against Barcelona as well, so I think that's not too much my concern. It's not for me to judge this, but they're 2 very good teams. And then, no, I like I said before, you prepare the meetings before every game, and in preparing this meeting, the hardest thing was to select, when you show the video clips to your players, the hardest thing was to leave all the chances that we had at home against Milan out of the meeting, because otherwise the meeting would be too long. That's how many chances we had. I'm sure that after this game, it will have the same feeling, but we play against a very good team. I said it before, I think they're well coached, really well coached. Gehe ich nicht mit, Leute. Sorry, gehe ich nicht mit. Nee, das sind für mich gerade alles Ausreden, die ich hier höre. Ich meine, okay, ist kurz nach dem Spiel, alles gut, ich verstehe das schon, dass man da vielleicht nicht selbstkritisch ist oder das zumindest auch nicht äußern möchte, öffentlich, verstehe ich auch, aber das dumme Gelaber gerade, Alter, das ist das erste Mal, dass ich das so sagen muss unter Kompanie. Sich da jetzt hinzusetzen, einen von verletzten Spielern zu erzählen, dass das die Überschrift vor dem Milan-Duell war, sich jetzt da hinzusetzen und dann auf die Frage, was heute gefehlt hat nach dem 1-0, sich da hinzusetzen und sagen, ja, im Hinspiel haben wir so viele Chancen gehabt, die Spielvorbereitung, die hat so lange gedauert, ich musste die ganzen Chancen zeigen, die wir zu Hause hatten. Wen interessiert's, Alter? Hast du die Chancen genutzt? Und wo waren da die 100%igen Chancen? Wo waren heute die 100%igen Chancen? Wir haben die Statistik gerade gesehen, ja. 5:5 Schüsse aufs Tor. Ja, 15:20 Torschüsse für uns. Ja, 67% Ballbesitz für uns. Wen interessiert's? 2 Tore, 2 Tore. Ja, und wenn du dann noch anguckst, wie unsere Tore gefallen sind, ja, dann können wir jetzt nicht davon reden, dass das riesen herausgespielte Chancen waren. Das eine war eine sehr, sehr gute Einzelaktion von Harry Kane und das andere war eine sehr, sehr gute Einzelaktion von Eric Dyer und das war's. Ja. So, that's a fact. Coached. I think that
yeah, they're a very good team, and that's why I would have chosen this type of game, how we played it against this team. Just the result for me, it's of course the thing that will be the biggest regret. And the last one on the left side, yes, please. It was a better question than yesterday. Winnie on the left. Buonasera. Sono qua. So che parlare dei singoli non è carino e magari non le piace molto, però... Entschuldigung. Yes, Capisco, però. certo. In Italia Oliver eravamo Setzer, stati oder? abituati a vedere un Kim diverso, dominante. In questo campionato era uno dei difensori migliori. Al Bayern non sembra avere le stesse performance, non sembra avere le stesse prestazioni, stiamo vedendo un calciatore diverso e allora le volevo chiedere cosa sta accadendo a Kim e se siete soddisfatti delle sue prestazioni da quando è arrivato al Bayern o se vi aspettavate qualcosa in più. Yeah, everybody's entitled to their own opinion. I don't agree. So the main thing is Jetzt wäre die Frage noch interessanter gewesen, aber leider habe ich sie nicht verstanden. Ich kann kein Italienisch, Leute. he has to and he will help us to be champion this year. That's all we have to focus on now, win a title. Like you said, he won the title in Italy. And he has to win a title in Germany now. And Ja, dass man das Ding im Heimspiel verspielt hat, darüber brauchen wir ja nicht reden. Ja? Das war halt auch eine Farce im Heimspiel. So, du kannst nicht so auftreten gegen Inter Mailand im Heimspiel in der Champions League. So, das ist ein Fakt. Deswegen gehe ich da auch nicht mit, dieses dumme Gelaber von, oh ja, wir haben so viele Chancen erspielt. Nee, das geht nicht. Punkt. Ja, da musst du dich nicht beschweren, dass du dann auswärts heute ein Spiel auf Augenhöhe machst, was dann 2:2 ausgeht. Ja, da musst du dich nicht beschweren. you know, for me, the biggest thing is we had some players missing, and in how the team has behaved in these moments, we've shown. And he has to win a title in Germany now, and you know, for me, the biggest thing is we had some players missing, and Hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? in how the team has behaved in these moments, we've shown real togetherness, and this will stay until the end of the season. So there's absolutely no chance that I will turn against anybody or even entertain this discussion. But whenever we have discussions inside the club, in our family, in our bubble, then we say everything we have to say, because that's the only way to progress. Yeah. Okay, vielen Dank. Thank you. Thanks. Ja, sorry Leute, drücke ich sogar noch den verkehrten Knopf, Alter. Ich wollte hier hingehen und nicht auf Aufnahme beenden klicken. Ja. Nee, sorry. Also man hat sich da vorher immer hingestellt und erzählt, hier bla bla bla, spielt alles keine Rolle, verletzte Spieler und Team und ich vertraue an meine Spieler und bla und so. Und nach dem Ausscheiden fängt man dann an, dieses Argument da einzustreuen. Weiß ich nicht. Muss ich aber auch nicht, alles gut. It is what it is. Wir sind ausgeschieden, kein Finale daheim, eine Riesenchance liegen lassen. War aber eigentlich nach dem Hinspiel auch relativ klar, dass das sehr wahrscheinlich so laufen wird. Und von daher können wir uns nicht beschweren. Und so ist der Sport. Ja, aber wenn du diesen Kader siehst, diese Mannschaft gerade siehst auf dem Feld, ist die halt einfach auch nicht in der Lage, auf diesem Niveau anders zu performen. Wir sind mit Sicherheit in der Lage, offensiv anders noch zu performen, wenn so ein Harry Kane Form hat. Aber in der Defensive, wie gesagt, wir können wieder im zentralen Mittelfeld anfangen wie die letzten 3 Jahre. Wenn da Goretzka und Kimmich rumläuft, was erwarten wir dann, was dann auf einmal so super anders sein soll auf diesem hohen Niveau? Ja, Kimmich Goretzka hat schon immer gereicht für irgendwelche Bundesliga-Mittelmaßmannschaften, Mannschaften, die unten stehen. Dafür hat das immer gereicht, dieses zentrale Mittelfeld. Für große Aufgaben hat es in den letzten 2-3 Jahren fast nie gereicht. Ja. So, über was wundert man sich? In diesem Sinne, das ist nur ein kleiner Punkt. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.